Du hast an jedem Ecken mindestens 5 YouTuber angetroffen. Das Box-Event war etwas vom Geilsten, was ich so von YouTube erlebt habe. Hannah lag so im Hotelzimmer am Boden etwa für 2 Stunden. Ich will ein bisschen über den Boxkampf reden in Köln. Wann war der? Am Samstag. Diesen Samstag war der. Ich bin gestern zurückgekommen von Berlin und... Digga, es war wild. Es war einfach wild. Ich war beim Boxkampf mit Maelo, Vanessa, die Freundin von Maelo, und mit einer guten Kollegin von mir, Hannah Tulnik, waren wir beim Boxkampf in Köln. Maelo und ich haben irgendwie vor so einem Monat gesagt, ja komm, lass mal da hingehen. Ich habe das gar nicht so... Ich verfolge die ganze Twitch-Szene, ich bin richtig drin, aber diesen Boxkampf habe ich halt lange nicht so verfolgt, aber dann so im letzten Monat ein bisschen mehr. Und Digga, ich sag's euch, wie es ist. Das Box-Event war etwas vom Geilsten, was ich jemals... Ne, nicht, was ich jemals erlebt habe, aber so etwas vom Geilsten, was ich so von YouTube, von so einem YouTube-Event erlebt habe. Weil es war zwar ein YouTube-Event, aber es hat sich für einmal nicht so angefühlt wie so ein Event, wo so nur kleine Kiddies sind, was wahrscheinlich auch dran liegt, dass der Boxkampf, glaube ich, ab 18 war, deshalb sehr, sehr wenig junge Leute da waren. Es war so geil. Es war gefühlt ganz YouTube Deutschland in einem fucking Stadion. Wirklich, du hast an jedem Ecken mindestens 5 YouTuber angetroffen. Aber es war nicht so Gamescom oder Video Days Feeling, wo so jeder so richtig drauf gegeiert hat. Es war so, richtig viele Große sind rumgelaufen, große YouTuber, und es hat irgendwie so niemand gestört. Und das fand ich geil, weil es war nicht so dieses Geiern auf, oh mein Gott, wo ist ein YouTuber, sondern so, die sind einfach so durchgelaufen und dann war es okay. Weil ich glaube eben, die Leute waren älter und es hat die Leute jetzt nicht so fett gejuckt, dass sich irgendwie so richtig fette Trauben gebildet haben. Auf jeden Fall. Die Kämpfe waren gut. Rumatra gegen Vlesk, das war, glaube ich, der geilste Kampf vom Abend. Das war auch die erste Runde von diesem Fight. Digga, das war so geil. Das ganze Stadion bei der ersten Runde ist komplett ausgerastet. Habe ich gefühlt. Der zweite Kampf war, glaube ich, ein bisschen lame. Einfach weil Chef Strobel, glaube ich, Corona hatte ein paar Tage vorher und deshalb nicht so gut kämpfen konnte. Und dann der Main-Kampf, Mickey gegen Trimax, der war auch sehr, sehr geil. Der war wirklich sehr, sehr geil. Und danach gab es eine Aftershow-Party und ich schwöre euch, Chat, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich habe kein Alkohol getrunken an dieser Aftershow-Party, aber es ist so krass, wenn man irgendwie plötzlich so Leute sieht, die man so seit Jahren auf YouTube sieht. Zum Beispiel Unsympathisch TV habe ich noch nie vorher gesehen. Knossi, halt Trimax, obviously. Aber ich muss sagen, ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich war auch ein bisschen drunk. Ich habe nicht getrunken, natürlich. Ich habe natürlich nicht getrunken. Aber alle Leute waren wirklich voll korrekt. Tilo, Digga, das war eine gute Story. Tilo war da und ich schreibe mit Danny manchmal ein bisschen über Instagram. Und dann habe ich halt so Danny Hallo gesagt und Tilo war gerade neben Danny. Und ich weiß nicht, ob Tilo mich gekannt hat von TikTok oder irgendwie, aber wir haben gut gewiped. Dann haben wir so ein bisschen miteinander gewiped. Dann bin ich wieder weggegangen, stand da mit Hannah und Mael und so. Und dann kam irgendwie Tilo und hat mich einfach hier auf die Backe geküsst. Und seitdem habe ich meine Backe nicht mehr gewaschen, weil ein Kuss von Tilo steht über jeglicher Hygiene eines Homo sapiens sapiens. Ey, shut up, Chat mit Huaski, ich erzähle es einfach. Ich war an diesem Abend auf jeden Fall nicht drunk und Hannah hat auf keinen Fall ihre Cam kaputt gemacht. Was noch eine funny Story war, ich wusste nicht, was Papa Platte von mir hält. Ich habe mir so gedacht, entweder hasst er mich oder hat nicht so Bock auf mich. Auf jeden Fall weiß ich, dass er mich kannte oder auf jeden Fall schon auf Videos reagiert hat und wir haben schon ein, zwei Mal ganz kurz geschrieben. Aber ich wusste nicht, ob er so Bock auf mich hat. Auf jeden Fall waren wir dann im Klo. Ich kam raus und dann kam Papa Platte entgegen. Ich war, glaube ich, gut, wie sagen wir mal, ich habe natürlich nur Wasser getroffen, aber viel Wasser. Dann hydriert man halt viel, hat man viel Wasser im Körper und das macht natürlich etwas mit dem Gehirn. Auf jeden Fall kam er dann rein. Und dann haben wir irgendwie trotzdem richtig lange geredet, was richtig geil war, weil ich dachte immer so, weiß nicht, ob er Bock hatte. Vielleicht liegt es daran, dass er auch ein bisschen viel Wasser getrunken hat und er deshalb chill drauf war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es cool. Boxkampf wirklich ein 10 von 10 Event. Man musste draußen ein bisschen lang anstehen, aber ansonsten war es geil. Und ich habe so ein legendäres Bild mit Trimax gemacht. Warte, ich muss mal gucken. Trimax, by the way, wirklich richtig sympathisch. Ich würde sagen, Trimax war mit Sascha zusammen einer der sympathischsten an diesem Abend. Ich hätte nicht gedacht, dass die so sympathisch sind. Ich sag's wie es ist, ich bin nicht so sympathisch wie die. Ich habe in meinem Glas Rivella übrigens, by the way, muss ich sagen. Rivella sieht aus wie Bier, aber ist ein non-alkoholisches Getränk. Guck mal hier. Digga, dieses Bild... Also wirklich geil. Das war das Stadion. Sah auf jeden Fall wild aus. Mashallah, das Stadion. Aus irgendeinem fucking Grund habe ich ein Bild mit Jonas Ems. Wieso habe ich ein Bild mit fucking Jonas Ems, Digga? Wieso habe ich dieses Bild auf meinem Handy? Aber wirklich, die restlichen Bilder sind wirklich alle Müll. Küsse gehen wirklich raus an Trimax oder Amar oder alle, die das Event gemacht haben. Wirklich ein sehr, sehr geiles Event. Ich persönlich würde höchstwahrscheinlich nicht boxen, weil ich mein Gehirn noch behalten will, obwohl da gar nicht viel drin ist. Aber Pepe, Digga. Pepe haben wir noch getroffen. Das war funny, Digga. Pepe sieht halt einfach aus, straight up wie ein Fisch, Digga. Es gibt irgendeinen Fisch, der aussieht wie Pepe. Fisch. Bilder.
Ja, okay, vielleicht gibt es auch doch keinen Fisch, der wie Pepe aussieht. Ja, auf jeden Fall, Pepe sieht aus wie ein Tier. So, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber Pepe wurde rausgeschmissen. Wir waren so draußen, Wasser trinken waren wir draußen und dann plötzlich schrie Pepe so neben dem Zaun, ich wurde rausgeschmissen! Digga, das war so geil. Aber ich weiß nicht mehr genau, wieso er rausgeschmissen wurde. Hast du auch mit Robby Hunke geredet? Ja, stimmt, ich habe mit Robby Hunke geredet. Robby Hunke ist ein Fußballmoderator oder ich glaube Allgemeinmoderator. Das war sehr, sehr funny, weil ihn habe ich schon mal auf einem Event getroffen im Dezember. Sehr, sehr sympathischer Typ. Erzähl doch mal von WWW. Okay, ich kann euch so ganz kurz den ganzen Trip erklären. Wir sind nicht nur zum Boxfight gegangen, weil hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt, auf Köln zu fahren, aus der Schweiz, nur für den Boxfight. Deshalb sind wir schon 2 Tage früher angereist. Am Donnerstag kamen wir an, da sind wir zu Dave ins Studio gegangen. Sehr, sehr geiles Studio. Dave auch wirklich, redet in echt genau gleich wie in seinen Videos. Dave redet 1:1 wie in seinem Video. Du könntest den vloggen und du kannst denken, der nimmt ein Video auf. Sehr, sehr geiles Studio. Nicht so großes Studio, wie man denkt, aber sehr, sehr geil. Dann haben wir am Donnerstagabend die beste Pizza von Köln gegessen. Digga, ich muss euch die zeigen. Diese Pizza war wirklich, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil es halt nicht so viel mit Fastfood-Pizza zu tun hat. Und Pizza, so eine gute Pizza ist für mich so eine, so eine Fastfood-Pizza-Chat. Versteht ihr das? Der Laden heißt Nenilo und die Pizzen sind wirklich so voll italienisch. Also die haben so nicht so viel Käse, nur so Mozzarella-Stücke, die dann so verschmelzen. Und zwischendrin ist also die Tomatensauce. Aber ich sage euch, wie es ist. Die Pizza war sehr, sehr geil. Die beste Pizza gibt es beim Dönermann. Genau das ist mein Problem. So ein guter Burger, finde ich, kommt von Mc's. Und so eine gute Pizza kommt vom Dönermann. Deshalb bin ich immer so ein bisschen skeptisch gegenüber so High-Class-Burgern und Pizza. Weil ich finde, das muss einfach so hingerotzt sein. Und hingefettet. Auf jeden Fall, Pizza war gut. Am Freitag waren wir bei Worldwide Wohnzimmer. Da habe ich mit Hanna zusammen, haben wir endlich ein Länderduell gemacht. Ich gegen Dennis, gegen Hanna. Ich bin für die Schweiz angetreten, Dennis für Deutschland und Hanna für Österreich. Und dann haben wir eine Runde Erkennst du den Song gespielt. War sehr, sehr geil. Kommt aber, glaube ich, erst im Mai. Und ihr könnt euch auf diese Folge gefreut machen. Guter Satz, auf jeden Fall. Dann am Samstag war der Boxkampf. Am Sonntag sind wir direkt weitergereist nach Berlin, weil in Berlin, das klingt so wie so als würde ich das so voll flex mit dem, aber es war einfach ein Business-Weekend, meine allerbesten. Sind wir weitergereist nach Berlin, da hatten wir eine Premiere von LOL, Last One Laughing, das ist diese Amazon Prime-Serie, wo so Komiker in einem Raum sind und sie dürfen nicht lachen, war sehr, sehr geil. Hazel Brugger macht damit, für die Schweiz. Und am Montag, oh mein Gott, Chat, ihr müsst euch jetzt das anhören. Sowas wie am Montag habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, Digga. Okay, ihr müsst zuhören. Am Montag waren wir für einen Dreh, für so ein TikTok, Facebook, YouTube-Format. Es ist nicht so groß und es heißt, was geht ab? Kann sein. Vielleicht heißt es auch anders. Auf jeden Fall haben die uns eingeladen, haben gesagt, jo, wir spielen Wahrheit oder Shot. Ist es für euch ein Problem, wenn ihr echten Alkohol trinkt? Und Hanna und ich haben so gesagt, nee, das ist kein Problem für uns, das spielt keine Rolle. Dann gingen wir dorthin, haben das aufgenommen, Wahrheit oder Shot. Wir hatten so Shotgläser, die waren etwa so groß und die füllt man eigentlich so auf. Und Hanna und ich waren ein bisschen zu motiviert und haben die immer fast bis oben eingefüllt. Und ich weiß, dass Hanna nicht so viel Alkohol erträgt. Und ich trinke ja gar keinen Alkohol. Ich habe bei mir logischerweise Wasser reingefüllt. Ich weiß, dass Hanna nicht so gut Alkohol erträgt. Aber Hanna hat einfach nur weggebechert die ganze Zeit. Und dann hat sie schon so ein bisschen angefangen zu nuscheln. Dann ist so, ja okay, sie ist einfach drunk oder angetrunken, ist okay. Und dann am Ende des Formats war es schon, ich würde sagen, schlimm. Auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, okay, sie ist nur drunk, wir machen jetzt eine Pause, eine halbe Stunde, dann ist es wieder besser. Er vom Dreh hat auch gesagt, jo, ihr habt viel zu viel reingetan. Habe ich jetzt so auch noch nie erlebt. Ich so, okay, ja, wahrscheinlich ist sie jetzt halt angetrunken. Hanna hat nur noch Scheiße gelabert. Wir warten eine halbe Stunde, dann drehen wir noch das zweite Format. Auf jeden Fall wurde es dann nicht besser. Hanna hat dann so, glaube ich, 20 Minuten nur geredet und dann irgendeinmal hat es komplett geswitcht von lustig drunk auf, ich glaube, sie ging irgendwie 7-mal kotzen. Aber sie konnte nicht kotzen, weil sie nur Shots waren. Auf jeden Fall haben wir die Flüge schon gebucht an diesem Abend, um zurückzufliegen. Ich in die Schweiz, Hanna nach Wien. Long story short, Hanna ging es nicht besser. Ich habe uns ein Hotel gebucht, dann sind wir ins Hotel gegangen. Natürlich beide einzelne Zimmer. Hanna lag, glaube ich, no joke, 2 Stunden einfach am Boden. Warte, ich habe sogar ein Bild. Ich habe ein Bild gemacht. Aber ich muss gucken, welches ich zeigen kann. Weil ich will auch nicht Werbung machen für das. Es war einfach nur dumm. Aber Hanna lag so im Hotelzimmer am Boden etwa für 2 Stunden. Einfach nur so, wann ist es vorbei? Auf jeden Fall, es ging dann vorbei. Wir mussten noch einen
Hänger, genau, einen Tag länger bleiben. Sind dann am nächsten Tag am Abend zurückgeflogen. Ja, und das war das Wochenende mit dem Boxkampf. Geiles Wochenende, sehr, sehr viel passiert, sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Ich bin Corona-negativ. Es ist unglaublich, dass ich Corona-negativ bin, aber freut mich sehr. Aber wirklich, sehr, sehr geiles Event, sehr, sehr geiler Boxfight, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Selbst Corona macht Abstand wegen der Frisur. Ey, Digga, shut the fuck up, Ali Totoro-Fan. My heart just got stuck